Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly. Willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Singleplayer-Projekt. Keine Ahnung, wie soll ich Minecraft sagen? Muss jetzt das rein? Was ist eine Auf-Taste? Willkommen zu der zweiten Folge von Sim Airport. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Ich habe bis jetzt nicht können auf eure Kommentare gehen, da ich jetzt ein bisschen vorproduziere, weil ich jetzt momentan nichts zu tun habe in der Isolation. Darum, ja, nicht verwundern, dass ich vielleicht nicht kann auf eure Kommentare gehen, die ihr mir geschrieben habt. Und ich hoffe natürlich, dass euch das ganze Projekt gefällt. Wenn ja, zeigt es euch mit einem Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps oder Tricks habt, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr spielt als ich, schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Und wir schauen mal, wir machen da jetzt weiter. Wir sind am zweiten Tag, wir haben gerade unsere erste Fluggesellschaft abgefertigt. Am ersten Tag. Und jetzt, wenn wir da schauen, da vorne können wir noch ein bisschen verbessern. Heisst, wir können da vorne noch Schlangen hinzufügen. Das ist eine ganz schlaue Aktion, Silvan. Gratuliere. So. Da machen wir das so. Ja, wir machen das so. So. Das wäre eine Schlange. Jetzt schnell schauen, das wäre dann die zweite. Ja. Das wäre die zweite. Ganz gut, Silvan. Du musst schnell schauen, funktioniert jetzt das? Nein, so, zuordnen, zuordnen. Schließen. Zuordnen, zuordnen. Funktioniert das jetzt so? Es wäre natürlich super, wenn das so funktioniert. Genius, Silvan. Gratuliere. Das ist natürlich ganz schlau. Gut, wir machen das definitiv anders, weil ich kann mir vorstellen, dass du... Ja, komm, entferne einfach alles. So, weg damit. Oh. Komm, mach einfach weg, die. Mach einfach weg. So, wir machen das anders. Wir machen das so, so. 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 Und dann machen wir das, was sagen wir mit dem? Zuordnen, zuordnen. Der, zuordnen, zuordnen. Perfekt. Schließen. Durch das haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, dass alle Leute da reingehen und dann automatisch aufgeteilt werden. Jetzt mal schauen, auf dem Weg. Sehr schön. Jetzt da hinten müssen wir natürlich auch noch eine Warteschlange machen, sonst funktioniert das auch nicht. So, wir würden noch mal eine machen, wenn ich das dann so, hä? Das ist eins zu viel. So. Tipptopp, dann sieht das schon mal gleich aus. Und das mit der Bank klappt auch. Und jetzt müssen wir schauen, wie sieht das aus mit den Fluggesellschaften. Da jetzt kommt erstmal ein kleiner Flüger. Und wir können mal schauen. Wir haben jetzt da das zweite Gate, das heisst, wir können uns noch einmal neue Flüger holen. So, das sind alles so kleine, hä? Was bieten wir schon? B&B. Beechcraft, das ist mit 19 Passagier. Und einen mit 40, weißt du was, da können wir gerade alle annehmen. Perfekt. So. Was bist du? Maximal 19. Was kommt als erstes? Da kommen 140. Das heisst, wir tun da zuerst mal. Der kann ganz führen. Das sollte lange und dann kann der noch dahin. So, dann am Mittag den wir einen Wert. Was bietest du uns an? B37, Boeing 373. 737. Gut gedeutscht, Silvan. Ja, den können wir auch noch annehmen. Das ist schon gut. Wenn so, dann haben wir sicher genug Platz. Und dann schauen wir noch, dass wir am Abend noch eine haben. Aerostar. Was? Oh, das ist wieder so ein kleiner 90er oder Boeing 737. Da. 140. Ja, Heide, wir nehmen beide. Ah, stimmt. He?
wir können ja nicht mehr annehmen. Aber das heisst jetzt, um das Ganze ein bisschen lockern, wenn wir schauen, dass das mit der Startbahn sollte klappen. Aber das sollte meiner Meinung nach klappen. Was willst du da? Ja, das ist mal logisch. Also ich könnte nicht mehr als 10 Fluggesellschaften, nicht Fluggesellschaften, 10 Flüge pro Tag starten und Sprachenlernen Bubble. starten und landen lassen, weil er sonst einen Tower braucht. Und ich sage, wir würden mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Jetzt mal schauen, wenn da diese nächsten Gäste kommen, weil das Ziel ist da immer noch, dass wir da die Zufriedenheit für unsere Passagiere über 60 bringen, dass wir auch von den öffentlichen Geldern etwas bekommen. Das mit diesem Ticketing-System funktioniert sehr gut. Wir haben da die Möglichkeit, einen Ticket-Kiosk zu machen. Das würde ich sagen, machen wir direkt einmal und tun die hier hin. Da haben wir die Möglichkeit, dass nämlich Personen, die kein schweres Gepäck dabei haben, dass die direkt können an den einzelnen Schalter selber einchecken, spart Wartezeit. Aber wir müssen auch hier jetzt wieder schauen, dass wir können ganz schlau, so. Weißt du, wir machen das komplett anders. So, gehen da hinten, da vorne und da vorne. So, da können die Leute da stehen. Und jetzt schnell schauen, muss ich die da auch noch. Aha. Ja gut, ich glaube, die gehen gar nicht zu dieser Schlange. Dann können wir uns die nämlich auch sparen. Ups. Oh, ich hasse es. Komm. Mach so, mach so, mach so. Komm. Gut. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ob die Leute jetzt selbstständig da einchecken. Jetzt habe ich schon den nächsten Flüger verpasst. GG. Schauen. Da in der Sicherheitskontrolle lange das vorerst auch problemlos. Genau, und die Leute gehen jetzt nämlich da bereits selber einchecken, was uns die Zeit erspart. So, jetzt mal schauen, wie sieht jetzt der Flüger abgeflogen, abgeflogen, abgeflogen auf dem Weg. Das heißt, bis jetzt haben wir noch kein Problem gehabt. Und ich sehe da, also es kann sich dann ein bisschen variieren. Meistens kommen die Flüge ein bisschen früher an. Kann aber auch sein, dass mal eine verspätet ankommt. Das heisst, wir dürfen nicht zu eng das Ganze pachten, weil sonst haben wir dann das Problem, dass ja, es kann Stau geben. Dann schauen wir mal morgen. Da sind bis jetzt noch alle da, ist keiner abgesprungen. Ganz schön, weil wir verlieren natürlich auch Geld, wenn die Fluggesellschaft wieder abseit. Und wir verärgern natürlich auch Personen, wenn sie nicht rechtzeitig abfliegen können. Das funktioniert erstmal ganz gut. So, dann Langeweile, okay. Das heißt, wir müssen jetzt etwas gegen die Langeweile machen. Was wir dagegen machen, ich muss schauen. Zuerst aber sollten wir das erledigt haben, genau. Das heißt, baue Funktionsfähige Küche und Kaffee erhöhe um mindestens 75%. Das heißt, jetzt geht es daran, dass wir einen Kaffee bauen und eine Küche, dass die Leute auch etwas zu essen und zu trinken holen. Mal schauen. Versorgung, Zonen, Objekte. Gibt es überhaupt etwas, wo man kann... Ah, was ganz geil ist, jetzt muss ich schnell schauen, wo das ist. Wir können Personen auch ein bisschen unterhalten, indem dass wir da so einen aufstellen, einen Flipperkasten direkt daneben. Ich drücke immer die falsche Taste, das ist unglaublich. So. Jetzt schon schauen, Getränkeautomat ist einmal ganz gut. Zu denen stellen wir gerade mal mehr als einen auf. Weil die sind meistens sehr gut gefragt. Und brauchen wir sonst noch etwas? Nein, ich denke nicht. Dessert. Nein, der ist ein bisschen zu gross. Aber das heisst, wir können so die Leute auch unterhalten. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt, wo haben wir das da? Fundament brauchen wir jetzt. Wir müssen jetzt da schauen, wo wir am gescheitsten unser Kaffee eintun.
Am einfachsten machen wir das da, irgendwo zwischen den Gates. Das heisst, ich würde sagen, wir bauen da unten einfach mal an. Und schauen dann, das heisst, ja, Fundament, wie ist das Ganze? Puh. Warte mal. Es gibt so ein schönes Planungstool. Also, das wäre... Mal schnell löschen. Jetzt fängt es schon an. Da kommt der Bünzli raus, alles schön, direkt perfekt geplant. Und wir sehen da schon die ersten Mitarbeiter, die sich da gehen, das Ganze anschauen. Wie breit bist du? Es geht da. 20, hä? Ein Ding ist 20. Das heisst, wenn wir von da 10, dann da 20, dann da wieder 10. Dann wenn das für stimmen wäre, genau. Dann wäre ich da, könnten wir da unser Restaurant bauen. Jetzt mal schauen, was wäre das für eine Größe. Das wäre tipptopp. Und dann machen wir da hinten eine Küche hin. Das wäre eine Option. Das ist ja schon fast zu gross. Nein, es muss schon ein bisschen Platz haben, dass eben auch Leute können. Oder wir sagen, also warte mal, wir müssen überlegen, was wir auch wollen machen, weil wir ja, je nachdem, wir erweitern ja in nächster Zeit sicher mal dafür. Und dass wir auch die Wartehalle und so grösser machen und für das brauchen wir sicher in diesem Bereich. Ich sage, das wäre da, dann bauen wir einfach mal hinten hin Küche, 6 lange, das ja, machen wir 10. Mal 8, so, easy. Dann machen wir da Fundament, das ist so. Jetzt sollte das da hinten, jetzt kommen unsere Arbeit, jetzt haben die wieder etwas zu und es kommt unser nächster Flüger. Mal schauen. Aussteigen, rein, Gepäck ausladen, Gepäck einladen, Boarding. Okay. Geplanter Abflug ist am 7. Er ist 23 Minuten zu früh, also sehr pünktlich. Das ist doch sehr schön. Und jetzt sehen wir da, jetzt fährt die Treppe hin, das heisst, die Leute werden nachher aussteigen. Wir können das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Genau, der steht da schon bereit. Und jetzt steigen da unsere Leute ein. Genau, da schön brav. Jetzt können wir schon schauen. Wie sieht das aus? Einzelhandel. Ups. Nein, ich will keinen Kredit beantragen. Ups. So, die sind jetzt da am Bauen, dass wir auch können nachher ein schönes Kaffee bauen. Und machen wir mal vorwärts. Wir müssen uns überlegen, was wir natürlich dann für den Boden dort rein tun. Jetzt mal schauen, sind eigentlich alle Fluggesellschaften noch da? Es kommt genau eine Person, eine Fluggesellschaft, das heisst, wir können da vorwärts spulen. Dass wir da auch unser Kaffee können fertig bauen. Und da sieht man auch gut, wie die Leute wirklich die Kiosks nutzen. Darum würde ich sagen, das Geld darf es uns wert sein, dass wir da noch einmal Kiosks hin tun. Zeitungskiosk. Ja, why not? Im Wartungsbereich funktioniert der sicher. Dann tun wir den doch da noch hin. Und was meldet der da? Muss eine Spielzone... Oh! Da muss eine Spielzone sein. Da seht ihr, das habe ich alles nicht mehr gewusst. Spielzone. Was ist denn mit dieser Zone jetzt nicht gut? Was ist denn an dieser Zone nicht gut? Da mis ich. Okay. Demontieren. Dann weg mit. Momentan funktioniert das, glaube ich, in dem Fall noch nicht so wirklich. Das heisst, wir tun den Spielautomat mal weg und machen später noch eine Spielezone draus. Kannst du schauen, ist es ein Flüger? Genau, jetzt sind wir schon am 3. Tag. Hoppala. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Perfekt. So, das ist jetzt alles gebaut. Und jetzt können wir da mal am besten, wenn wir da Y, da eine Wand rein.
Was? Es fehlen Mitarbeiter. Ja, wer ein Verkäufer? Für was? Aber okay, dann nehmen wir mal einen. Verkäufer, das ist gut. Ja, ich habe gecheckt, dass ich nicht mehr. Also, wir haben ja nicht mehr als 10 Flüge, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Oh. 8, 9, 10. Oh, voilà. Wo ist denn der her? Wo kommt denn der her? Das heisst, wir tun da zuerst mal. Der kann ganz führen. Ja gut. Ja gut. Ich hoffe, es sagt uns jetzt keinen ab, weil die sollten genau gleichzeitig ankommen und abfliegen. Ups. Aber, ob das funktioniert oder ob uns sogar schon die erste Fluggesellschaft abspringt, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.